Guten Tag. Bald ist er 100 Tage im Amt, der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemar. Er gilt als Brückenbauer, der die zerrütteten Verhältnisse im Bistum wieder kitten soll. Der ehemalige Arzt bezeichnet sich selbst gerne als Mini-Portion eines Bischofs, versteht Trainieren als einen Akt der Nächstenliebe und will keinesfalls als Exzellenz angesprochen werden. Guten Tag. Sehr viel von mir. Okay. Ja, wir finden noch mehr raus in dieser halben Stunde. Guten Tag, Herr Bischof. Guten Tag. Schön sind Sie hier. Ebenfalls. Bischof Joseph Maria, Ihr Name, Joseph, kommt mehrfach in Ihrem Amt vor. Im Joseph-Jahr wurden Sie geweiht und am Josefstag im Josefsjahr. Jetzt habe ich es richtig zusammen. Was bedeutet Ihnen dieser Name, dass er so präsent ist? Gut, ist der Name, mit dem ich getauft wurde, zusammen mit Maria. Genau. Und für mich, Joseph, war ein Mensch, ein Mann, der kaum gesprochen hat. In der Bibel finden Sie keine Aussage von ihm. Sie meinen jetzt den Vater von Jesus? Jesus. Aber er hat gehandelt. Jedes Mal, dass er dran war, dass Gott von ihm etwas erwartete, hat er richtig gehandelt. Und das schätze ich sehr. Ich sage immer auch, dass es reicht nicht, dass ich Schönes erzähle oder die Dinge, die ich vorhabe, sondern ich sollte die Zeit ausnutzen, um zu handeln. Und das ist viel schwieriger. Es gibt ja auch noch einen anderen Josef in der Bibel, im ersten Alten Testament. Ja, und dieser Josef hat auch im Grunde gehandelt. Also das Handeln steht bei Ihnen im Vordergrund. Was spricht denn... Sonst bleiben wir bei der Theorie. Zur Theorie kommen wir noch. Was spricht denn jetzt in der Theorie gegen die Exzellenz? Weshalb wollen Sie nicht als Exzellenz angesprochen werden? Sehen Sie, ich hoffe, dass wir ein exzellentes Gespräch haben werden. Und für mich, ich spreche gerne zum Beispiel von einem exzellenten Wein oder ein hervorragender, exzellenter Sportler. Aber sonst, wie vorher gesagt, bin ich eine Mini-Portion, alles andere als etwas Herausragendes. Gut, Sie sind ja als Einzelkind in Katalonien aufgewachsen. Richtig. Ihre Mutter war Katalanin, Ihr Vater Jurassier. Interessanterweise sind das doch zwei Separatisten. Regionen. Bitte? Zwei Separatisten. Genau. Hat das irgendwie was bei Ihnen ausgelöst oder irgendwie Sie beeinflusst? Wahrscheinlich bin ich eine gefährliche, explosive Mischung geworden. Sind Sie? Glaube ich, ja. Also ich habe Mühe mit traditionellen, eingespielten Vorkehrungen abzufinden. Nicht? Ich frage mich immer, ja, man könnte es nicht anders tun. Wäre es möglich, etwas Innovatives zu erreichen? Muss man sich einfügen? Wahrscheinlich sind die separatistischen Gene in mir, die so reagieren. Müssen wir uns dann auf eine explosive Amtszeit vorbereiten von Ihnen? Ich würde mir wünschen, dass eine explosive Amtszeit des Heils werde. Nicht? Denken Sie ein bisschen an das Ereignis von Pfingsten. Nicht? Plötzlich dieser Lärm, dieses Getöse und dann kamen diese Feuerzungen und dann, eben, das war ein Exploit. Nicht? So begann die Kirche. Diese Mischung, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, aber auch die explosive Mischung, die sieht man ja auch in Ihrem Bischofsring, oder? Können Sie erklären, was sich genau da zeigt? Gut, das sieht nicht so explosiv aus, sondern es bedeutet für mich etwas Besonderes, weil erstens, wenn einer zum Bischof ernannt wird, oder es gibt solche, die ernannt werden, die beginnen sich Gedanken zu machen, was für einen Ring werde ich tragen, was für einen Bischofsstab. Ich hatte keine Zeit, solche Dinge zu bestimmen. Ich wollte eben am Tag des heiligen Josef geweiht zu werden und deswegen gab es keine große Zeit, solche Vorkehrungen zu treffen. Und bei der Weihe bekam ich einen Ring, der schon bereits in Chur war, im Archiv. Aber ich hatte vor, die 2 Eheringe meiner Eltern, die ich so erlebt habe als Menschen, die durch Höhen und Tiefen doch treu zueinander geblieben sind, wollte ich mit beiden Eheringen, eben den Bischofsring herstellen zu lassen, als Zeichen meiner Treue zum Bistum, vor allem zu den Menschen in diesem Bistum. Ich hoffe, dass Gott mir hilft, diesen Menschen treu zu bleiben, auch wenn ich Mühe habe manchmal oder wieder mich zurückziehen möchte.
denke immer wieder daran, ja doch, mit deinen Eltern solltest du bis zum Schluss diesem Bistum dienen. Wenn Sie sagen, wenn Sie Mühe haben, was bereitet Ihnen denn Mühe? Ja, tagtäglich die Aufgaben, die wahrzunehmen sind, die Probleme, die entstehen. Es ist immer gut, als junger Mann dachte ich, man kann endgültige Lösungen für irgendetwas treffen oder finden. Inzwischen habe ich gelernt, dass das Leben ein Provisorium ist. Nicht? Wenn ich dran bin, etwas anzugehen, zu entscheiden, kommen neue Anforderungen oder Probleme oder schwierige Situationen. So ist das Leben. Und manchmal denke ich, es wäre gut wie früher, du mit einem Patienten im Spital, schön. Sie waren sehr lange Spitalseelsorger, ja. 36 Jahre. Ja. Und das ist schon in Ihrer DNA eingebrannt quasi. Dort fühlte ich mich ganz zu Hause. Und, ich finde das natürlich spannend. Sie haben gesagt, das Leben sei ein Provisorium und das helfe Ihnen quasi da auch. Ist das Leben irgendwann oder ist der Tod nicht mehr das Provisorium? Endet das Provisorium irgendwann? Mit dem Tod endet das Provisorium, aber nicht das Leben. Dann beginnt wirklich das Leben. Das Provisorium ist hier auf Erden. Mhm. Aber es ist so schön zu wissen, dass wir unterwegs sind zu einem Ziel, das uns endlich nicht enttäuschen wird. Dass jene Fülle, die wir erahnen, eine Liebe, die uns nicht verrät, eine Wahrheit, die keine Lügen hält, ein Licht, das nie ausgeht, diese Sehnsucht ist in uns drin. Nicht? Mhm. Und zu wissen, ja, nach ein paar Tagen hier auf Erden, so ein Übungsfeld, dann kommt diese Fülle, die wir alle ersehnen. Dieser Perspektivewechsel, der ja im Christentum quasi drin liegt, nämlich eine andere Perspektive auf den Tod und damit auch auf das Leben, der scheint mir doch auch in Filmen gegeben, wenn man Filme schaut. Und Sie schauen ja auch sehr, oder haben sehr gerne Film geschaut. Geschaut. Jetzt haben Sie wahrscheinlich keine Zeit mehr. Aber Ihr Vater hat ja die... das ist, damit ich es richtig sage, die Filmstudios von Metro-Goldwyn-Mayer geleitet. Und da waren Sie ganz oft in Barcelona, auch da im Kino. 3-4 Mal pro Woche, ja. Und gab es da Filme, wo Sie auch fanden, dieser Film ändert wirklich meine Perspektive, hat Ihre Perspektive auf das Leben verändert? Hat meine Lebensperspektive geprägt. Viele. Ich kann Ihnen den Namen nicht sagen, weil ich die Namen von den Filmen eher bald vergesse, aber den Inhalten nicht. Die Inhalte nicht. Und es ist immer dasselbe, nicht? Filme, wo etwas, das mir zutiefst ergreift, anschaulich dargestellt wird. Zum Beispiel? Nämlich die Schönheit von menschlichen Beziehungen. Mhm. Auch durch Krisen hindurch, aber zu sehen, dass eine Partnerschaft, ein Freund, eine Gemeinschaft, dich tragen. Also diese Sehnsucht auch mit Menschen zu tun zu haben, die Geborgenheit, eine Stütze, Gleichgesinnung, ein Austausch ermöglichen, das kommt natürlich in unzählige Varianten in den Filmen vor. Nicht? Sogar ein paar Räuber, die gemeinsam etwas stellen wollen, aber dieses Zusammenhalten und zusammen etwas Gewagtes zu unternehmen. Und das kommt in Kriegsfilmen vor, in Liebesfilmen, unzählig. Aber der Mensch braucht Beziehung. Der Mensch ist für die Beziehung geschaffen. Gott ist sowieso eine unendliche, nie zu Ende gehende Beziehung. Mhm. Diese 3 Personen in Gott, die sich lieben, die sich austauschen, der Sohn, der aus dem Vater kommt. Und das ist im Menschen auch vorhanden. Nicht? Wir sind nicht eine einsame Insel, wir brauchen Beziehungen. Und das kommt in unzähligen Varianten in den Filmen vor. Sind Sie aus diesem Grund, das zeigt ja auch eine gewisse Liebe für den Menschen überhaupt, sind Sie aus diesem Grund dann auch Arzt, Chirurg geworden? Oder was würden Sie sagen, war der Grund dafür? Bestimmt, ja. Es gibt so ein Jahr Comics über beispielhafte Leben, oder mindestens damals als Kind war. Und meine Eltern haben mir immer wieder solche Comics geschenkt. Und es gibt ein paar, die mir selber Eindruck haben. Zum Beispiel Albert Schweitzer, das Leben von Albert Schweitzer. Oder das Leben von... Ein Universalgelehrter, muss man dazu eigentlich sagen. Ja, eben Arzt, in Entwicklungsländern tätig. Genau. Dann der heilige Damian, der Apostel von den Leprakranken, wiederum nicht. Oder Thomas Morus, wissen Sie, der
Großkanzler von England, Genau. dieser Mann, der für eine Wahrheit entsteht, aber sehr klug bis zuletzt versucht, die Situation zu meistern, aber am Schluss bekennter Farbe. Ja, diese Comics haben wir wirklich diese Sehnsucht, ja, was kann man machen im Leben? Am besten den Menschen nahe zu sein und für die Menschen da zu sein. Und deswegen habe ich Medizin studiert. Ja. Und dann haben Sie irgendwann auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, José María Escrivá kennengelernt. Ist das richtig? Ich habe richtig recherchiert. Und ja. haben Sie sich also das ist der Gründer, muss man sagen, des Opus Dei. Opus Dei, jawohl. Und der wurde ja auch 2002 heilig gesprochen, muss man vielleicht dazu noch sagen. Haben Sie wegen ihm sich der Theologie dann zugewandt oder war das nicht quasi wegen ihm, Hand in sondern Hand? er hat mir das vorgeschlagen. Ja. Er hat das ich vorgeschlagen? hatte nie daran gedacht. Ja. Also ich kann Wie kam er denn darauf? Gut, ich ein bisschen ausholen, nicht? Ich als Mittelschüler in Barcelona noch hatte ich ein paar Kollegen, Freunde, die in einem Bildungshaus des Opus Dei ein- und ausgingen und sie haben mich immer wieder eingeladen, komm du auch mit, es ist gut, es gibt so Glaubensvorträge, dort finden statt, aber ich hatte nie großes Interesse, noch mehr, ich war ziemlich zurückhaltend mit diesem Opus Dei. Aber darf ich da kurz nachfragen? Also sind Sie nicht religiös aufgewachsen, dass Sie da diese Zurückhaltung? Normal religiös. Mein Vater war ein durchschnittlicher Gläubiger, meine Mutter mehr. Und wahrscheinlich wurde religiös eher von der Mutter geprägt. Aber nicht besonders. Und meine Eltern auch, als sie hörten, meine Kollegen haben mit dem Opus Dei zu tun, haben mir fast gewarnt. Oder nein, das lieber nicht und so weiter. Deswegen habe ich sehr lange Zeit nicht gewollt, dorthin zu gehen. Und dann wurde ich eingeladen zu einem Gottesdienst mit Escrivá. Das war Jahre 67. Und die Predigt, die er dort gehalten hat, hat mich gepackt. Nicht? Ich habe gesagt, jetzt dieser Pfarrer hat dich erwischt. Nicht? So habe ich gedacht. Ja. Ja. Weil die Botschaft war eben für mich eine Entdeckung, nicht? Die Botschaft, die Welt und alles, was in der Welt gibt, entfernt uns nicht von Gott, sondern bringt uns Gott näher. Also die Arbeit, der Spaß, die Beziehungen, das Leiden, die Freuden, die Arbeit, die Familie, alles ist ein Ort der Gottesbegegnung. Nicht? Später diese Predigt wurde tituliert, die Welt leidenschaftlich lieben. Und das war für mich ein Novum, nicht? Dass ich gerade in dem, was ich tat, oder in dem, was ich vorhatte, zum Beispiel Medizin zu studieren und als Arzt zu wirken, auch sehr nahe bei Gott sein konnte. Gerade durch die Beziehung zu den Menschen. Also das alles, was materiell, irdisch, vergänglich ist nicht ein Hindernis, um Gott zu finden, sondern im Gegenteil. Das ist, was mich fasziniert hat bis heute. Deshalb fühlen Sie sich dort auch aufgehoben? Dann bin ich Mitglied des Opus Dei geworden, aber ich habe dann, was ich wollte, Medizin studiert. Am Schluss des Studiums habe ich begonnen, als Assistenzarzt in der Chirurgie zu arbeiten, weil ich eben Chirurgie machen wollte. Und dann irgendwann kam noch der Gründer, damals lebte er noch, und fragte mich, Josef, könntest du dich eventuell vorstellen, im Spital aufzuhören und nach Rom zu kommen und Theologie zu studieren? Das war das Angebot. Dann habe ich gedacht, ja, wenn Sie es meinen, warum nicht? Vielleicht kann ich auch dort für die Menschen nützlich sein. Aber Herr Bischof, jetzt muss ich doch noch nachfragen. Sie haben gesagt, die Leute haben Sie auch gewarnt davor. Und ich habe mich eben das auch gefragt. Hat es Sie nicht beunruhigt, dass man dem Opus Dei auch die Nähe zur Franco-Diktatur immer wieder nachgesagt hat? Immerhin gab es ja doch einige Mitglieder, die da in der Regierung wichtige Posten innehatten. Ja, aber gleichzeitig gab es Mitglieder, die wegen Franco im Exil waren. Nicht? Das habe ich auch erfahren, nicht? Dass im Opus Dei betreffend politischer Meinung kann und darf jeder seine eigene haben. Also Ihre Haltung ist dazu, es gab einfach beides, es war nicht eine direkte Unterstützung. Genau. Also ich habe das Gefühl gehabt, auch mit meiner
explosiven, nonkonformistischen Art habe ich meinen Ort im Opus Dei. Das wäre keine Schwierigkeit. Aber weshalb hat man Sie denn davor gewarnt, dort hinzugehen? Weil es gab Klischees, wie vielleicht heute noch ein paar Klischees gibt. Und meine Eltern hatten nur ein paar Nachrichten oder das man erzählte gehört, bis sie dann durch mich auch die Realität kennengelernt haben. Also die Klischees sind ja, die wurden natürlich jetzt auch wieder thematisiert, als Sie eben Bischof wurden. Zum Beispiel die Konservativität und wie undurchsichtig das der Opus Dei sei und so weiter. Ich will mit Ihnen aber gar nicht über diese Klischees reden. Sie haben genug oft darüber auch gesprochen, aber eines dieser Klischees möchte ich doch noch kurz kolportieren. Das ist das mit diesem, das ist eigentlich nicht nur ein Klischee, sondern das ist ja tatsächlich so mit diesem Bußgürtel. Mit diesem metallenen Gürtel, den man trägt, am Oberschenkel, der auch Schmerzen machen soll. Sie tragen den offenbar nicht oder nicht mehr. Mögen Sie erzählen, weshalb? Weil ich glaube, dass inzwischen nicht nur das Opus Dei, sondern die Kirche gelernt hat, dass das nicht unbedingt förderlich ist. Nicht, meine solche Bußübungen haben während Jahrhunderten viele in der Kirche, in den Klöstern. Aber eben auch Thomas Morus, den Sie zum Beispiel nicht, tragt ein raues Hemd unter den schönen Prunkleider als Kanzler von England. Nicht? Wie gesagt, es ist eine ganze Tradition der Kirche, aber ich glaube, dass allmählich, es ist schön, dass wir eine lebendige Entwicklung wahrnehmen. Nicht? Man hat eingesehen, dass im Grunde es geht um die Harmonie zu erreichen zwischen Geist, Leib, Leidenschaft, Sinnlichkeit, Vernunft. Und für diese Harmonie muss man eben das Gleichgewicht erreichen und manchmal auf etwas zu verzichten oder etwas tun, was Überwindung kostet, fördert das Erreichen von diesem Gleichgewicht. Nicht? Aber es gibt viele Möglichkeiten ohne Bußgürtel. Aber was haben Sie heute schon verzichtet, um zu verzichten, des Verzichtswillen? Wissen Sie, es sind unzählige Kleinigkeiten des Alltags, pünktlich irgendwo zu erscheinen. Nicht? Obwohl vielleicht man ist begeistert, oder nein, begeistert nicht, aber man ist daran, E-Mails zu antworten und dann sagen, ja gut, aber jetzt... Dann denkt Sie, ja nein, jetzt muss ich in die Sternstunde gehen. Zum Beispiel. Nicht? Und dann, okay, dann stehe ich auf und werde ich später, also diese Konzentration, diese sich beherrschen, vor allem beherrschen, wenn es darum geht, für die Menschen da zu sein, nochmals nicht. Wenn ich vielleicht nicht so große Lust habe zu antworten und doch eine Antwort gebe, wenn ich versuche zu lächeln, auch obwohl ich bedrückt bin von bestimmten Situationen, das sind viele Übungen, also man braucht nicht Bußgürtel. Sie sagen ja auch, eine Form der Kasteiung sei eben das Fitnesscenter und da hat sie dann eben... Aber diese Kasteiung macht viel Spaß. die SRF-Rundschau hat Sie da begleitet. Wir schauen kurz rein. Stimmt, ja. Bischof Joseph, Asket und Kraftprotz. Seine Muskeln wird er brauchen. Denn sein neues Zuhause ist hier, im Prunk des bischöflichen Schlosses in Chur. Also das ist der alte Teil des Schlosses, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, mit all diesen Stuckaturen und Verzierungen und Vergoldungen und so weiter. Nicht? Das hat einen Sinn, als die Bischöfe Fürstbischöfe waren, nicht? Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Aber dann werden Sie auch nicht viel hier wohnen? Ich werde wohnen im Sinne, dass der Bischof von Chur Wohnsitz in Chur hat, aber ich werde ein bewährlicher Bischof sein, nicht? Der unterwegs ist. Der Bischof führt zur Schlosskapelle, ideal für Lateinmesse-Liebhaber, kein Ort für Joseph Bonmain. Priester zelebrieren hier mit dem Rücken zu den Gläubigen. Es ist eine historische Kapelle, aber entspricht nicht die heutige Liturgie. Der renovierte, moderne Teil des Schlosses. Hier fühlt sich Bonmain wohl. Voilà, das ist mein Büro. Das ist aber klein für einen Bischof. Wieso? Ich bin eine Mini-Portion, brauche nicht viel mehr. Okay. Ja,
Herr Bischof, in einer modernen Welt von Selbstkasteiung zu sprechen, das wirkt oft suspekt. Und gleichzeitig, wenn man an früher denkt, dann war es eher suspekt, wenn man einen Bischof im Kraftzentrum gesehen Sehen Sie, hätte. Wie kamen Sie denn dazu? Ja, vor 30, 35 Jahren hatte ich Rückenbeschwerden und man hat mir empfohlen, die Muskulatur zu bekräftigen. Und so habe ich begonnen und dann die Erfahrung gemacht, dass das eine große Hilfe ist und eben Spaß machen kann. Diese Muskeln brauchen Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Amt, wenn man bedenkt, die römisch-katholische Kirche ist doch in einem etwas maroden Zustand in gewisser Hinsicht. Kürzlich ist ja auch Kardinal Marx, hat seinen Rücktritt in Deutschland angeboten, wurde nicht angenommen. Wenn man jetzt das Thema sexuellen Missbrauch bedenkt, Sie waren ja da sehr nahe dran. Sie waren Sekretär des Fachgremiums Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld der Bischofskonferenz in der Schweiz. Und bin ich immer noch, weil dann die Bischöfe haben gemeint, du hast es während 18 Jahren getan, jetzt könntest du dieses Ressort innerhalb der Bischofskonferenz übernehmen. Also ich habe das noch mehr Verantwortung dafür. Ja. Gut, umso besser, weil ich wollte Sie fragen, was hat es denn mit Ihnen als Mensch gemacht, so nahe dran zu sein? Das hat mir kleiner gemacht, bescheidener. Hat mir gezeigt, dass es nicht richtig ist, mit Klarheiten mit Gewissheiten, nicht Klarheiten, mit Gewissheiten zu operieren, sondern man wird bescheidener und demütiger. Gerade im Brief des Papstes an Kardinal Marx, um zu sagen, dass er den Rücktritt nicht annimmt, hat wunderbar der Papst geschrieben. Ich fand sehr mutig von ihm und ich bin sehr dankbar, weil ich muss ich sagen, schon vorher das gesagt, nicht die Institution muss im Vordergrund stehen. Wir brauchen nicht den guten Ruf der Institution zu schonen oder zu verteidigen, sondern es geht um die Menschen. Wir müssen alles für die Opfer tun, nicht für die Institution. Und das hat der Papst jetzt schwarz auf weiß geschrieben. Nicht? Und deswegen habe ich gelernt in diesen allen Jahren, dass ich viel weniger die Institution berücksichtigen soll und selbst auch mein Prestige, sondern das tun, was die Menschen brauchen. Und dieses Umdenken ist Frucht von all diesen Jahren des Umgangs mit den Opfern. Wenn Sie sagen, man muss an die Menschen denken, dann nehme ich ein konkretes Beispiel aus dem Bistum Chur. Frau O. Gibt es da, die in den 60er Jahren ein Kind aus sexuellem Missbrauch bekommen hat von einem Vikar. Sie hat zumindest vor ihrer Amtszeit keine Einsicht in die Akten bekommen. Wird sie jetzt unter Ihnen Akteneinsicht bekommen? Für mich besteht kein Problem, dass sie Einsicht bekommt. Aber natürlich, die Frage ist, was erwartet sie? Was erwartet sie von diesen Akteneinsicht? Vielleicht ist sie enttäuscht, weil sehr wenige Akten vorhanden sind. Ja, zuerst mal natürlich, dass die Offenheit besteht, ja, dass die Transparenz und dann Klarheit. Was so, mit anderen Jugendlichen... Wissen Sie, ich habe schon gesagt, nicht? Ich glaube, beim Interview mit dem Beobachter, ich werde alles öffnen, alle unsere Archive. Damit habe ich kein Problem. Nochmals, weil wir ehrlicher, transparenter, bescheidener werden müssen in der Kirche. Der Papst hat sogar gesagt, nicht nur die einzelnen Menschen in der Kirche, sondern die Kirche als solche sollte ihre Schuld bekennen. Das ist großartig. Und was glauben Sie, wie die Kirche dastehen wird, wenn man endlich mal diese Fälle aufgearbeitet hat? Freier und wirksamer. Gibt es die Kirche noch? Ist das nicht ein abgebranntes Haus nach allen diesen Veröffentlichungen dann? Sind sie abgebrannt? Weshalb sollte ich abgebrannt sein? Weil wir sind die Kirche. Deswegen habe ich doch eine große Hoffnung auf die Kirche. Nicht die Institution, sondern die Kirche sind diese wunderbare, begeisterte Menschen mit Visionen, die um Jesus Christus entstanden sind. Also das heißt, die Institution an sich mit Priester, Sakramenten, Spendung, all das, was dazugehört, das ist gar nicht so wichtig? Nein, wichtig ist, was Gott in den Herzen der Menschen hervorruft. Das ist ein Statement. Aber das führt mich an einen anderen Punkt noch. Okay. In Bezug auf Kirchenaustritte haben Sie auch eine Aussage gemacht, die ich zugegebenermaßen etwas kritisch fand. Sie haben gesagt... Bin gespannt.
was ich schon alles gesagt habe. Aus demselben Grund, was Sie gerade ausgeführt haben, haben Sie gesagt, eben Kirchenaustritte sorgen Sie nicht. Und um vollständig zu sein, Sie haben auch noch gesagt, die Menschen seien von Grund auf religiös. Religion heißt verbinden, die Beziehung zwischen Gott und Mensch bleibt bis zuletzt bestehen. Das kann ich nochmals genau, aber wenn Sie sagen, dass die Kirchenaustritte Sie nicht sorgen, dann sagen Sie auch etwas diesen Menschen gegenüber, die eben symbolisch und demonstrativ aus der Kirche ausgetreten sind, wie etwa Doris Strahm 2018, weil sie dachten, sie bewegt sich nicht, diese Kirche. Die Leute fühlen sich unter Umständen nicht ernst genommen. Aber eben, wie Sie jetzt betonen, die Absicht ist, eine Institution zu verlassen, aber nicht die Sehnsucht, dass man im Herzen trägt. Im Grunde, wenn man das als Zeichen der Rebellion, als Protest tut, betont man noch mehr, wie sehr das Anliegen im Herzen ist. Nicht dieses Anliegen, eine Institution, die echter, glaubwürdiger sein sollte, zu erreichen. Deswegen denken Sie, die Suchenden sind die wirklich Glaubenden. Eine Glaube, die sich nicht in Frage stellt. Ein Glaube, der nur Antworten hat, ist ein pubertärer Glaube. Die wirklich Gläubigen sind die Suchenden, die Zweifel haben, die immer ein Fragezeichen über viele Geheimnisse des Lebens offensichtlich bewahren. Nicht? Eben, das habe ich auch inzwischen lernen können, nicht zuletzt dank der Opfer. Darf ich noch etwas fragen? Sie sind jetzt eben 100 Tage bald im Amt. Was war das Schwierigste bis jetzt? Das Schwierigste, ja, ganz klar. Die Zeitbegrenzung. Es fehlen mir die Stunden, um all das anzupacken und zu bearbeiten, zu tun, was eigentlich nötig wäre. Und das werde ich ständig, jeden Tag mit dem konfrontiert. Wie schaffe ich es? Und wie geht es Ihnen damit? Sie wissen, was Papst Johannes der 23. gesagt hat, als er nach 5 Tagen Amtszeit, er wurde gewählt als Papst und er erzählte, während 5 Tagen konnte ich nicht schlafen, weil ich sah alle Probleme, Sorgen der Kirche. Und nach 5 Tagen in der Nacht eine Stimme hat mir gesagt, Giovanni, non prenderte troppo sul serio. Giovanni, nimm nicht dich so ernst. Und ab dieser Nacht konnte ich gut schlafen. Ist diese Stimme schon bei Ihnen angekommen? Noch nicht. Ich schlafe weniger gut als vorher. Ja. Aber ich hoffe, dass diese Stimme, abgesehen von der Stimme, schließlich das Vertrauen, dass das Entscheidende nicht von uns kommt, sondern von Gott, redimensioniert auch die Sorgen nicht. Aber dann trage ich trotzdem noch eine andere Stimme hier ins Studio als Schlussfrage. Sie werden mit vielen Erwartungen, konkret auch in Bezug auf die Segnung von Homosexuellen oder die Gleichstellung von Frauen konfrontiert. Worauf dürfen wir da hoffen? Was darf man erwarten? Dass ich mich einsetzen werde und möchte und will, um den richtigen Weg auch in diesen Fragen zu finden. Aber es ist nicht einfach. Was ist denn der richtige Weg? Es ist nicht einfach, weil einige erwarten pauschal Antworten. Und das ist wieder nicht menschengerecht. Weil jeder Mensch ist einmalig, jeder Mensch befindet sich in einer anderen Situation. Es gibt nicht die Homosexuellen, sondern es gibt... Aber es gibt den Anspruch von Homosexuellen auf Segnung. Das ist schon ein Pauschalanspruch. Und deswegen darf ich auf diesen Anspruch nicht pauschal reagieren, sondern die konkreten Menschen, die Seelsorge wünschen, ernst nehmen und sie persönlich gut kennenlernen und ihre Situation und Umstände ernst nehmen. Dann nehme ich das als Schlusswort und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Bischof. Ebenfalls vielen Dank, Frau Röhlin. Ja, nächste Woche erwartet Sie ein japanischer Morgen mit Tee und Shinto auf dem Monte Verita. Aber zuerst geht es hier um die Pflicht. Sie hat wahrlich keinen guten Ruf, klingt nach Müll sortieren und Abwasch. Tatsächlich sind wir aber darauf angewiesen, dass Menschen ihre Pflicht tun, in privaten Beziehungen wie innerhalb des Staates. Richard David Brecht redet uns deshalb ins Gewissen, jetzt in der Sternstunde Philosophie.